Wir alle haben Konflikte, das ist menschlich. Und häufig wünschen wir uns Tools und Hilfestellungen, um besser mit diesen Konflikten umzugehen. Darum rede ich in diesem Gespräch mit der Karma Lobsang, die als Mediatorin eine Spezialistin für Konflikte ist und sich gleichzeitig tief mit Meditation und Achtsamkeit auseinandersetzt und die zwei Themen zusammenbringt. Wir haben über den Karma ihre tibetische Background geredet, über ihre Kindheit und die buddhistischen Werte, die ihr von der Familie und besonders ihrem Großvater mit auf den Weg gegeben worden sind. Es geht um eine radikale Phase in ihrer Jugend und wie man mit Wut und Ohnmacht umgehen kann. Karma beschreibt, wie man Achtsamkeit in den Alltag und dann auch in Konfliktsituationen bringen kann. Sei das am Arbeitsplatz oder auch daheim, zum Beispiel mit Kindern. Karma unterrichtet auch Luzhong, also tibetisches Yoga. Und wir haben diskutiert, was da der Zusammenhang zur Meditation und der Unterschied zu anderem Yoga ist. Am Schluss kommen wir nochmal auf den Karma ihre eigene Praxis zurück und sie sagt, welchen Stellenwert für sie das Erwachen oder die Erleuchtung haben. Das ist ein praktisches Gespräch. Und so, wie die Karma-Meditation beschrieben hat, kann es eigentlich gerade als Meditationsanleitung gelesen werden. Ich wünsche dir viel Vergnügen und spannende Einsichten. Willkommen bei Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Karma Lobsang. Karma Lobsang ist Mediatorin und spezialisiert auf Konfliktmanagement. Sie ist ausgebildete Lehrerin und hat allgemeine Pädagogik, pädagogische Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaften studiert und mit einem Doktorat an der Uni Bern abgeschlossen. Sie ist auch MBSR-Lehrerin, also Mindfulness-Based Stress Reduction, das berühmte 8-Wochen-Programm. Zudem ist sie Meditationsleiterin vom Tibet-Institut in Rikon und als Lehrerin für Luzhong, das ist tibetisches Heil-Yoga, zertifiziert. Sie ist seit 2008 als Dozentin und Mediatorin im Bereich Kader- und Systementwicklung an der Pädagogischen Hochschule in Bern tätig. Sie hat Erfahrung in der wissenschaftlichen Begleitung und Forschung, besonders in den Bereichen Migration und Schule. Ihre Expertise umfasst auch Themen Achtsamkeit und Leadership und Kommunikation in transkulturellen Kontext. Sie leitet verschiedene Seminare und Programme, unter anderem das CAS Mediatives Handeln in transkulturellen Kontexten an der Berner Fachhochschule. Und sie ist auch Stiftungsratspräsidentin vom Tibet-Institut in Rikon. Karma, vielen Dank, dass ich hierher kommen für das Gespräch. Ja, merci vielmals für dieses Interesse. Dein Name zeigt ja schon, dass du tibetische Wurzeln hast. Und in diesem Podcast geht es um Meditation. Und wenn man Tibet und Meditation hört, dann denkt man so, das ist ja zwangsläufig. Aber kannst du vielleicht etwas sagen, wie du aufgewachsen bist? Und ist das so zwangsläufig, dass wenn man einen tibetischen Namen hat, dass man auch mit Meditation zu tun hat? Ja, also es gibt auch Leute, die das Gefühl haben, das ist ein Künstlername. Also da fragen sie mich, heisst du wirklich so oder ist das dein Künstlername? Und es ist also wirklich ein Name, den mir meine Eltern gegeben haben. Und der Name, den ich vom Lehrer von Dalai Lama gekriegt habe, ist Tsering Chodön. Aber im Pass ist Karma Lobsang gestanden, also. Ja, also seitdem bin ich offiziell als Karma Lobsang unterwegs und der Vorteil hat es in sich, dass Lobsang halt sehr einfach ist zum Aussprechen und viele meinen, es ist ein deutscher Name. Aber Lobsang ist tibetisch und man spricht Losang aus und bedeutet rechte Einsicht. Ja, und Karma... Das verpflichtet dann schon. Ja, genau. Ja, es ist so, ich bin in einem Grossfamiliensystem aufgewachsen mit tibetischen Eltern und bei uns daheim hat unser Großvater gewohnt. Er war ein Mönch, also vollordinierter Mönch. Und die Grosstante war eine Nonne. Und mein Vater war bis zur Flucht ein Mönch. Also das heisst, wir haben sehr viel so spirituelles Gedankengut und auch in der Umsetzung im Alltag durfte ich als Kind miterleben und auch beobachten, wie das ist, wenn man so die buddhistische Philosophie sollte eben in ein westlich hochindustrialisiertes Setting umsetzen. Von dem her habe ich sehr viele Impulse gekriegt und natürlich unsere Familie ist auch sehr verbunden mit dem Dalai Lama, mit der Lehre vom Dalai Lama. Wir sind auch an Anlässe gegangen, wo der Dalai Lama kam oder seine Lehrer. Immer wieder auch Unterweisungen dabei gewesen. Und das hat mich natürlich, meine Sozialisation schon stark beeinflusst. Aber du bist im Bündnerland aufgewachsen, oder? Du kannst auch Rätoromanisch?
Genau, ich habe die Schule auf Rätoromanisch gemacht und ab der 4. Klasse dann Deutsch als Fremdsprache gelernt. Ja, das war noch zur Zeit, wo es mehr Leute gegeben hat, die Romanisch geredet haben und darum die Schule halt noch Rätoromanisch war und nachher zweisprachig. Jetzt weiss ich nicht mehr, welche Stellenwert das Romanisch hat. Ja, also mein Vater ist dort hergekommen als Übersetzer für eine tibetische Gruppe, die in Samaden ist, angesiedelt worden, hat man dann gesagt. Das ist ja im Rahmen von 1000 tibetischen Flüchtlingen, wo ein Bundesbeschluss war, dass man die aufnimmt in der Schweiz in den 60er Jahren. Hat jede Gruppe, die in die Schweiz ist, hat einen Übersetzer gehabt und einen buddhistischen Gelehrten und er ist dann als Übersetzer mitgekommen. Ja. Und dann, wie war das gewesen, so in der Schule, wenn du sagst, daheim hast du das sehr mitbekommen, also die ganze buddhistische Philosophie und so. Wie war das gewesen, in Samaden in die Schule zu gehen? Bist du da die Einzige gewesen, oder sind da noch weitere Kinder mit tibetischem Background gewesen? Ist so ein bisschen eine Gemeinschaft gewesen, oder bist du da recht allein auch gewesen durch das? Ja, also am Anfang hat man ja die Idee gehabt, die tibetischen Flüchtlinge sind von den Bergen, wir tun sie in die Berge und so sind sie in Engadin gekommen. Und dann haben sie schnell einmal gemerkt, von diesen 85, die es probiert haben, sesshaft zu machen im Engadin, ist eben ein grosser Teil wieder weggezogen, weil die haben nicht wollen, bei diesen Möglichkeiten zu arbeiten, einfach dort sein, sondern sind dann ins Unterland gezogen. Da waren wir nur noch 2 Familien gewesen. Also unsere Familie, ich mit meiner Schwester, 3 Jahre jünger ist, und dann noch eine andere Familie mit 3 Kindern. Und ich bin die Älteste gewesen. Von dem her sind wir aufgefallen, aber recht gut integriert gewesen. Teilweise haben sie Interesse gehabt, also im Hintergrund, teilweise nicht. Und da hat es unterschiedlichste Erfahrungen gegeben. Aber was ich probiert habe immer ist, wenn ich eine Möglichkeit hatte, sei es in Form von Vorträgen oder sonst, wenn man so Freiräume hatte, das einzubringen, was eben besonders ist an meinem Hintergrund. Oder? Genau. Und du hast gesagt, dein Großvater war Mönch, dein Vater auch, wenn ich es recht verstanden habe. Meditation ist ja ein Teil im Buddhismus. Für uns im Westen ist er ein extrem wichtiger, habe ich das Gefühl. Also eigentlich wird das häufig fast so ein bisschen gleichgesetzt. Wenn man aber je nachdem, wo man schaut, in Asien, dann ist es eigentlich eine Religion und die meisten Leute meditieren, oder viele Leute meditieren gar nicht, wie es ja bei uns auch der Fall ist. Also nicht alle, die sagen, ich bin katholisch, irgendwie beten jeden Tag. Oder, also Praxis und quasi der religiöse Teil sind ein bisschen wie 2 Sachen. Wie war denn das für dich? Also was ich vor allem bei meinem Großvater gesehen habe, er ist ja mit 40, hat er schon seine Frau verloren in Tibet und hat sich gesagt, er ist sehr spirituell unterwegs und hat nachher gesagt, er wollte eben den mönchischen Weg gehen. Und er hat ist diesen Regeln gefolgt von einem Mönch, wo es ja ganz viele Regeln gibt, die zu befolgen, auch im Alltag. Und er hat viel meditiert, er hat viel rezitiert, er hat viel meditiert, er hat auch so astrologische Berechnungen gemacht für Leute, wenn man jetzt zum Beispiel unsicher war in Bezug auf eine Entscheidung. Und bei meinem Vater war mehr Rezitieren und in der gesamten Haltung, also seine Haltung gegenüber anderen Menschen ist sehr eine sanfte Haltung, also sehr bescheiden. Und immer probiert, in eine offene Beziehung zu gehen zu den Menschen. Genau, ich habe so beides erlebt. Und vielfach ist es in der tibetischen Gesellschaft auch so, dass vor allem der Volksglaube gelebt wird. Das sehen wir auch, dass Tibeter und Tibeterinnen eben vor allem an den religiösen Feiertagen zum Beispiel ans Tibet-Institut kommen. Also wie so Katholiken auch ja, bei euch, genau. oder Weihnachten ja. vielleicht noch in die Kirche. Ja, und Buddhismus als Philosophie oder als Religion wirklich also das Umsetzen, die ethische Umsetzung, die rituelle Umsetzung, das ist etwas, was ich stark gesehen habe bei meinem Großvater. Da bin ich extrem dankbar, dass ich so aufwachsen durfte, dass er bei uns in der Familie war. Aber es war nicht so, dass du quasi von deinen Eltern angehalten worden bist zum Meditieren, sondern es war mehr so ein bisschen Leading by Example gewesen. Also sie haben dir quasi gezeigt, wie es geht. Ja, sie haben mich auch mitgenommen zu Unterweisungen. Also zum Beispiel haben wir ja
1985 ist der Dalai Lama nach Rikhon gekommen, wo er, ich glaube, echt fast 2 Wochen hat er ja unsere Kalachakra-Initiation. Also es ist sehr eine lange Initiation, wo man einfach sitzt und sitzt und sitzt und auch wenn man nichts versteht, einfach ausharren und in der Gemeinschaft sitzen. Und was ich vor allem gelernt habe, ist in dieser Atmosphäre sitzen und probieren, etwas zu verstehen, aber nicht wirklich meditieren. Und meinem Großvater, ich habe nie mit ihm zusammen meditiert, ich habe mich mehr mitgehen, dann, wenn er meditiert hat. Mhm. Und so wirklich die Praxis vom Meditieren habe ich dann gelernt am Tibet-Institut bei dieser Meditationsleiterinnen-Ausbildung. Das mal in einer strukturierten Form dann zu lernen und zu üben. Genau. Das finde ich noch eine spannende Sache. Also du hast eigentlich dich entschieden, eine Meditationsleiterinnen-Ausbildung zu machen, bevor du vorher quasi eine regelmäßige Meditationspraxis gehabt hast selber. Ja, ich habe es immer wieder probiert selber und ich habe gemerkt, ich möchte eine Form finden, die einen Bezug hat zu dem, was ich schon kenne, damit ich Erklärungen kriege dafür. Und gleichzeitig zu schauen, was ist denn die Verbindung zu einer säkularisierten Welt, wo ja auch, wo ich nach Techniken gesucht habe, was einem vereinfacht, in dieser schnellen und lauten Welt einen Umgang zu finden mit meinem Geist oder genau. Wann hast du denn die Ausbildung gemacht? Also wie alt bist du da? Hast du jetzt schon studiert oder ist das noch? Ja, das ist noch nicht lang her. Das ist irgendwie echt etwa 10 Jahre jetzt. Ja. Also du hast quasi das als Kind mitbekommen und wie war es dann als Jugendliche gewesen? Als Jugendliche ist ja häufig so, dann wendet man sich ab, rebelliert, macht vielleicht auch etwas ganz anderes, genau nicht das, was die Eltern gemacht haben. Hast du auch so einen Weg gemacht, dass du irgendwie quasi dich mal abgewendet hast und dann wieder zurückgekommen bist? Oder bist du dabei geblieben, aber es ist du hast ja Psychologie, also Lehrerinnenausbildung gemacht, Psychologie studiert. Pädagogische Psychologie ist das gewesen, mit Fokus auf Bildung. Ja. Ja, ich hatte eine radikale Phase, wo ich sehr politisch unterwegs war. Also auch mein Vater war der Vertreter von der tibetischen Gemeinschaft in Samadhi. Also die tibetische Gemeinschaft ist so organisiert, dass es regionale Vertreter gibt, die monatlich zusammenkommen und nachher auch schauen dafür, dass Tibet nicht in Vergessenheit gerät. Also bei uns ist die politische Frage immer sehr präsent gewesen. Und in diesem Rahmen habe ich auch mitgekriegt, was es bedeutet, engagiert zu sein, und habe mit 13 in der chinesischen Botschaft einen Brief geschrieben, um zu fragen, warum das Tibet besetzt ist. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Hast du eine Antwort bekommen? Nein, ich habe nie eine Antwort gekriegt. Und ich bin mit 16 habe ich gelesen, Feminismus oder Tod, also nur so zum zeigen, die extremen Phasen, die ja auch zusammenhängen eben mit dem Erwachsenwerden, das ist dann die Frauenbewegung gewesen. Ich hatte eine Lehrerin, die gesagt hat, es lebe die Frau, das Fräulein ist tot, und ich habe das richtig cool gefunden. Unsere Buben nicht so, oder? Weil die Freundinnen und ich sind dann wirklich dort recht radikal auf dieser Linie gewesen. Haben geholfen, tibetische Frauenorganisation zu gründen, frauenspezifische Menschenrechte zu thematisieren, was es in Tibet gibt. Haben nach Peking wählen, an die Weltfrauenkonferenz. Ruth Dreifuss hat sich dafür eingesetzt, dass wir ein Visum kriegen würden. Der chinesische Botschafter ins Bundeshaus zitiert, das hat alles nichts gebracht. Ich bin auch sonst politisch sehr engagiert gewesen, habe nachher noch bei der tibetischen Mission, das ist ja dort, wo die Repräsentantin vom Dalai Lama ist, noch als Assistentin gearbeitet und habe nachher gemerkt, ich möchte ein bisschen, vielleicht auch mit dem Älterwerden wegkommen von dem politischen Fokus, weil ich oft in diesem Ohnmachtsgefühl war, also wirklich nicht viel zu bewirken. Und habe dann angefangen mit meinem Engagement im Tibet-Institut, wo es um Bildung geht, um Weitergabe von tibetischem Wissen. Und das ist etwas, wo ich merke, das
kriege ich viel zurück und das ist viel nachhaltiger. Und ja, aber bevor ich zum Tibet-Institut gekommen bin, so während dem Radikalismus, habe ich parallel dazu nicht meditiert, aber ich habe einfach so die Grundübel vom Buddhismus, die ich ganz präsent hatte, auch von meinem Großvater, habe ich immer genommen, quasi als Raster, um mich selber zu analysieren, meine Gedanken, mein Verhalten und das Verhalten der Leute, die mit mir zusammen, die ich angetroffen habe, wenn irgendetwas war, was schwierig war für mich oder irritierend. Und ich habe das im Sinn von einem Tagebuch schreiben, sehr konsequent. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das ich geschrieben habe, einfach in meinen Computer reingekackt. Mhm. Also das heisst, eine andere Form von in sich schauen und probieren, also Analyse und probieren, andere zu verstehen und das zu reflektieren, genau. Und mit den Grundübeln meinst du die drei, die Gier oder Begehren, Ja, genau. Ablehnung und Verblendung? Unwissenheit, Ja. Wut, ja, Neid. Ja, dort probieren, das zu verstehen und mich besser zu verstehen. Mal zu schauen, das ist eigentlich wie ein Forschungsprojekt, oder? Schauen, das sehr Erforschen von mir selber, Erforschen von dem, was ich sehe, beobachte außerhalb von mir. Und weniger so die buddhistische Meditation von sich vorstellen, ich bin der Medizin-Buddha und der Nektar fließt über mich ab und ich will die Energie, damit ich auch in Dienst, oder? Das ist sehr spannend für mich, nachher dann zu sehen, was für Möglichkeiten es gibt und dann auch herauszusuchen, was mir eher entspricht, oder? Und hast du das alles allein für dich gemacht oder hast du da quasi geistige Begleitung gehabt? Ich habe das für mich gemacht. Ich habe keine Zeit für geistige Begleitung. Nein, ich bin wirklich... Ich finde es noch beeindruckend, oder? Ja. Also, ich meine, es sind grundsätzliche Fragen, die nicht Ja, ich bin sind. einfach immer wieder natürlich auch konfrontiert worden mit so Fragen, auch von meinem Großvater, wo mich immer wieder daran erinnert hat, für das Wesentliche, oder? An das Wesentliche. Und ja, das ist einfach wichtig, sich zu reflektieren und zu schauen, ist es im Dienst von, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich. Genau, und darum, ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich jetzt Hilfe brauche oder nicht, um diesen Weg zu begehen, weil ich bin ja eigentlich politisch radikal unterwegs gewesen und gleichzeitig habe ich probiert, mich zu analysieren, so statt eben in eine Meditation zu gehen. Mhm. Und die Meditationsleiterinnen-Ausbildung, die ist dann auch, weiß nicht, wie alt sie jetzt ist. Jetzt haben wir schon mehrmals das durchgeführt. Es ist immer so schwierig mit den Erinnerungen. Yeah. Aber ja, auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass das unser Meditationsleiter am Tibet-Institut das entwickelt hat. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, das mal wirklich separat als Setting dann mal zu besuchen, oder? Mhm. Ich würde gerne ganz eine kurze Schlaufe machen, weil du hast jetzt mehrmals das Tibet-Institut erwähnt. Mhm. Das ist ja eines der wichtigsten tibetischen Zentren, sicher in Europa, wahrscheinlich auch. Ja, sogar weltweit eines der wichtigsten. Oder kannst du vielleicht das kurz beschreiben, wie es zu dem gekommen ist und was das heute ist? Aha. Also das Tibet-Institut ist ja im Döstal in Rikon und ist gegründet worden von der Familie Kuhn. Das ist die Familie, die Pfannenfabrik hat. Und sie haben Heinrich und Mathilde Kuhn und Jacques Kuhn. Also der Heinrich und der Jacques sind Brüder. Mathilde war Frau von Heinrich. Und sie haben in den 60er Jahren tibetische Flüchtlinge in ihrer Pfannenfabrik gehabt, die gearbeitet haben. Und haben gemerkt, sie müssen ihnen etwas bieten, auch für das Seelsorgerische, auch für die spirituelle Nahrung, oder? Und haben dann im Austausch mit dem Peter Lindecker zum Beispiel, wo tibetische Pflegekinder hat bei sich hatte, haben die zusammen die Idee entwickelt, dass doch ein Kloster gut wäre. Sie haben mit dem Dalai Lama darüber geredet. Der Dalai Lama hat gesagt, ja, er fände ein Kloster wäre gut. Und er würde auch helfen, Mönche und einen Abt überzuschicken.
Und dann ist es wirklich dazu gekommen, dass sie 1967 eine Stiftung gegründet haben, das Stiftung Tibet-Institut. Und innerhalb von einem Jahr hat man das klösterliche Tibet-Institut gebaut. 1968, das heisst, jetzt gibt es das schon seit 55 Jahren. Und da gibt es einen Stiftungsrat, der zusammengesetzt ist aus der Vertretung von der Mönchsgemeinschaft. Also wir haben 8 Mönche, die vor Ort sind. Dann haben wir die Vertreterin, die Repräsentantin vom Dalai Lama, die drin ist, ein Vertreter von der Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz. Und dann haben wir Persönlichkeiten, wo jedes so bestimmte spezielle Fähigkeiten hat, im Sinne Know-how, wie wissenschaftlich oder in der Kunst oder Wirtschaft, Recht, so dass wir Wissen haben, um wirklich die Stiftungsziele auch auf einer strategischen Ebene gut im Auge zu behalten. Und ich leite den Stiftungsrat, also ich bin seit dem 01 im Stiftungsrat als Mitglied gewesen, und ab dem 16, seit dem 16 leite ich den Stiftungsrat. Dann haben wir die Mönchsgemeinschaft und dann haben wir eine Geschäftsführung. Also der Geschäftsführer hat jetzt auch gerade gewechselt. Nach 18 Jahren plus Sachbearbeiterin und Bibliothekarin und Projektleiter und dann eben Meditationsleiter. Ja, so sind wir aufgestellt. Und das Institut hat das Ziel, seelsorgerisch da zu sein für Menschen, die wollen, mit einem tibetisch-buddhistischen Hintergrund begleitet werden. Dann ist es auch unser Ziel, dass wir das tibetische Wissen weitergeben, teilen, nicht nur für tibetische Menschen, sondern für alle, die interessiert sind daran, dass wir auch auf dem also auf dem tibetologischen Feld wollen Projekte unterstützen, damit wir mehr kann erforschen, was alles, was rund um das tibetische Wissen da ist, und auch schauen, dass man den tibetischen Menschen auch das westliche Wissen kann umgekehrt teilen. Und da haben wir noch ein Projekt, das Science meets Dharma heisst, wo Wissenschaften, also vor allem Naturwissenschaften, zu schauen mit dem tibetischen Buddhismus, was es dort für Zusammenhänge gibt. Und zusätzlich natürlich zu diesen Zielen schauen wir auch, dass wir alltagsorientiert schauen, wie dass wir den Buddhismus zu den jüngeren Tibeterinnen und Tibeter bringen. Also was bedeutet der Buddhismus im Alltag, in ihrem Studienalltag, Berufsalltag, Buddhismus-Workshops, die ich initiiert habe, wo ich sehr Freude habe für Kinder und Jugendliche, wo wir seit 2011 jetzt regelmäßig anbietet, wo ich jetzt dieses Jahr abgegeben habe. Jemand anderem, wo ich auch sehr Freude habe, dass sie das so mit einer interkulturellen, zeitgemäßen Orientierung kann die Kinder und Jugendlichen mit tibetischem Hintergrund, die hier aufwachsen, das tibetische Wissen teilen, also Kernthemen vom Buddhismus, so dass sie sich ernst genommen fühlen mit dem, was sie schon sind, und einen Impuls kriegen, wie sie noch unterstützt werden von uns, damit sie weiter wachsen können, oder? Das heisst, wir haben auch die zweitgrösste tibetische Bibliothek, also die grösste Bibliothek außerhalb der grössten Bibliothek, die sich in Indien befindet, in Dharamsala, wo der Sitz vom Dalai Lama ist, zu allem, was mit Tibet zusammenhängt. Mhm. Und das ist natürlich sehr, wir haben eine kleine, aber feine Bibliothek, die auch mit der Unibibliothek vernetzt ist, verbunden ist. Man kann sich Bücher bestellen und das ist ja eine Form von Wissen teilen, oder? Da gibt es natürlich auch Sachen, die man nicht umschickt, aber immer kann vor Ort anschauen und lesen. Also von dem her ist das, ich sage immer, das ist das Herz. Das ist so, es ist wirklich ein Kraftort und viele kommen auch einfach zum die Kora machen, die Umrundung. Da haben wir so die Gebetsmühle. Ja, die Gebetsmühle, wo man durchlaufen kann und nachher den Garten runter und nachher runter zu dem Schrein, oder? Und nachher wieder unten rauflaufen. Also ich glaube, das muss man wie erlebt haben, um mal dorthin zu gehen. Ja. Da kann man einfach kommen, oder muss man sich anmelden? Ja, es gibt die Morgengebete immer, ich glaube am 7. Da kann man auch einfach reinsitzen
Und dabei sein, ja. Sich ein Küsschen nehmen und reinsitzen. Und es gibt sicher auch eine Website, oder, wo man findet, was Genau, Kursangebot und so. also tibet-institut.ch oder tir50.ch. TIR50 heisst Tibet-Institut Rikon50.ch. Und zwar haben wir dort eine extra Homepage gemacht, weil wir 2018 4 Grossanlässe haben können feiern mit dem Dalai Lama zusammen. Er ist dann zum 15. Mal bei uns gsi, am Tibet-Institut. Wir haben mit ihm zusammen können den Geburtstag feiern, also Hallenstadion, ZHW, Eulachhalle und im Kloster. Und dort haben wir auch so eine extra Homepage, wo sicher sehr viel Aktuelles drin ist, wenn man Lust hat, mal reinzuschauen. Ja, super. Danke vielmals. Vielleicht, wenn wir wieder zurückgehen zu dir, du hast gesagt, du hast die Meditationsleiterinnen-Ausbildung gemacht. Was ist denn für dich jetzt Meditation? Das ist ja so ein bisschen ein Allerweltsbegriff, oder? Und schon früher man sagt, ich mache Sport. Ja. Also das Wort für Buddhist auf Tibetisch ist ja Nangpa. Und Nangpa bedeutet der oder die in sich schaut. Meditation ist Gom. Und Gom bedeutet sich gewöhnen an. Also nicht Erleuchtung oder abheben, sondern ganz einfach gewöhn dich daran, dass du nach innen schaust. Fertig. Sehr pragmatisch, oder? Und aufgrund von dem habe ich probiert herauszufinden, was ist das, was mir mit dem, was ich im Leben bisher erlebt habe, erfahren habe und wo ich her will, sinnvoll, und das ist zu verknüpfen mit meinen Schwerpunkten, das heisst Konfliktbearbeitungen, mit mediativen Ansätzen, das heisst Mediation als Konfliktlösungsverfahren, wo Haltung und Methode drin ist. Also man kann nicht einfach Mediation shoppen, einkaufen. Und dort die Haltung zu haben, in sich schauen und sich bewusst werden, was das mit mir macht, was außerhalb von mir ist, ganz bewusst wahrnehmen, zur Ruhe kommen und nachher Klarheit haben und dann entscheiden, wie weiter. Für das braucht es Mitgefühl, Selbstmitgefühl im Sinn von Akzeptanz von dem, was ich sehe, damit ich eine gewisse Distanz auch gewinnen und aus dem heraus ganz authentisch, also wirklich mutig und entschieden vorgehen mit dem, was außerhalb von mir ist. Vielleicht sage ich nichts, vielleicht reagiere ich darauf und dann überlegen, ist es hilfreich oder nicht. Und für das hat es mir sehr geholfen, dass in diesem Setting, Pädagogische Hochschule, da mache ich nicht tibetisch-buddhistische Meditationen, weil es braucht gemainstreamte Form, eine säkularisierte Form, die ich im MBSR gefunden habe. Und zwar ist das ja die Form von Achtsamkeitsübungen, Training, das 8-Wochen-Programm, das wissenschaftlich am besten beleidigt ist, dass es wirklich wirksam ist. Und darum habe ich diese Ausbildung gemacht als MBSR-Lehrerin, Achtsamkeitslehrerin. Bin auch Mitglied vom MBSR-Verband. Das heisst, auf eine säkularisierte, gemainstreamte Form bei sich selber heranschauen, zur Ruhe kommen und das verbinden aber mit Mitgefühl, weil mit Mitgefühl, das heisst liebende Güte, oder? Mit Mitgefühl auch akzeptieren, dass bei mir etwas ist, was ich auch nicht so gern sehe, nehmen wir an Wut. Und dass ich das annehmen kann, aber dass ich einfach sage, okay, da ist Wut, es fühlt sich unangenehm an, aber was Angenehmes gibt, gibt es auch Unangenehmes. Und dann geduldig sein mit mir selber, dass ich im Moment sein kann mit dem und das annehmen. Annehmen bedeutet mit Selbstmitgefühl auch akzeptieren, wer ich bin,
ohne in diesen Selbstvorwürfen zu sein und zu sagen, jetzt bist du schon wieder wütig. Eigentlich hast du doch trainiert, dass du solltest offen und herzlich sein und nicht werten, oder? Und es ist wegkommen von dieser Selbstverurteilung, sondern je mehr, dass wir üben, uns bewusst zu werden, was in uns sich abspielt, durch die Körperempfindung, die sich zeigt, die Brust engt sich ein, da ist Angst, da ist Wut. Und nachher mal schauen, okay, kann ich es annehmen? Und nachher mal schauen, was passiert im nächsten Moment. Da ist weniger Wut da vielleicht. Und aus dem heraus dann entscheiden, wie ich weiter vorgehen möchte, oder? Und da mache ich die Erfahrung, dass es, und aus dieser Erfahrung heraus ist eben auch das Mitgefühl für andere, die sich in ähnlichen Situationen befinden, enorm hilfreich, weil ich nicht mehr mit mir beschäftigt bin, sondern Klarheit habe bei mir und mich voll und ganz kann öffnen, probieren mit Mitgefühl in das reingehen, wie die andere Person ist, aber das bei dieser Person lassen und nachher wieder zurückkommen zu mir, schauen, wie ich umgehen damit, anbieten, schauen, ob ich etwas anbieten kann, damit es der anderen Person vielleicht weniger unangenehm ist oder weniger gut geht, oder? Mhm. Und das ist enorm hilfreich, vor allem in Konfliktbearbeitungen, weil die Menschen, die von uns begleitet werden, da an der Pädagogischen Hochschule, wo ich eben angestellt bin, das heisst Schulleitungen, Lehrpersonen, Behörden, Eltern, das sind ja Leute, die oft in sehr eskalierten oder eskalierten Konflikten sind und wo sie uns holen, dass wir als allparteiliche Personen können unterstützend sein, damit sie wirklich voneinander besser verstehen, um was es geht und dass es Lösungen gibt. Und damit wir allparteilich sein können, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die wirklich das Präsentsein im jetzigen Moment mit dem, was bei mir ist, enorm hilft, auch, ich muss gar nichts machen, einfach eine Distanz zu gewinnen zu dem, was da ist. Und auch genau gleich Wut zum Beispiel, ganz viel Wut, 90 hässige Eltern oder enttäuschte Eltern, besorgte Eltern, Lehrpersonen, Fachpersonen, das Schulinspektorat, die Schulleitung. Ja, und dort einfach im Dienst sein und probieren, mich mitzunehmen und gleich Führung übernehmen. Also es heisst nicht, wenn ich Mitgefühl habe, dann kann alles passieren, ich bin einfach da und sage ja, 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 ja. Oder das ist nicht so, es hat mich gespürt mit Ding, sondern wirklich mit Klarheit, sanft sein zum Mensch und ganz bestimmt im Prozess und in der Sache. Oder? Mhm. Und das ist enorm unterstützend. Mhm. Mhm. Und viele sagen das, sie fühlen sich sehr unterstützt und können sich dann auch vertrauensvoll dort reingeben, mit diesen auch vor allem sehr schwierigen Emotionen, herausfordernden Emotionen umzugehen. Du hast jetzt die Wut beschrieben bei dir als Mediatorin, oder der Umgang mit Wut bei dir als Mediatorin, also wo der Prozess quasi ein Rahmen ist, wo der Prozess leitest, einen sicheren Raum muss schaffen für die Leute. Ich finde Wut noch ein spannendes Thema, um vielleicht nochmal ein Wort, zwei darüber reden, weil du hast ja gesagt, du bist aktivistisch tätig gewesen. Und da gehört man ja, du hast Ohnmacht genannt, ich habe mir auch noch Wut aufgeschrieben mit einem Fragezeichen, weil vielfach stellt sich so ein bisschen die Frage, ist Wut eigentlich gut oder nicht? Also ist es quasi ein heilsamer Zustand oder nicht? Muss man einen inneren Weg haben? Oder ist es genau das, was zum Handeln antreibt und Wut und Entrüstung und so weiter? Wie siehst du das? Was ist ein guter Umgang mit Wut, auch angesichts von Unrecht und Sachen, die schieflaufen in der Welt? Wenn wir in der Wut sind, haben wir wie das Gefühl, wir sind die Wut. Also wir sehen nur noch Wut. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Einfach hilfreich. Was ist hilfreich und was ist nicht hilfreich? Ist die wichtige Frage. Im Sinn von, ist es hilfreich, weiter in dem inneren Widerstand und in dieser Wut zu sein? Oder mal zu schauen,
was führt zu dieser Wut? Wut ist eine sekundäre Emotion. Hinter der Wut ist Enttäuschung, Ohnmacht, Verletzung, Trauer. Und zu merken, okay, Trauer ist da. Es fühlt sich sehr unangenehm an. Und im MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, heisst, es ist eine der 7 Prinzipien nach dem Jon Kabat-Zinn, Geduld haben. Und Geduld bedeutet, kann ich ein bisschen länger, als wie es angenehm ist, in dem Gefühl von Ohnmacht sein. Weil es ist da, ich muss nichts verändern. Akzeptieren, dass es da ist und einen Umgang probieren zu finden damit. Es fühlt sich sehr unangenehm an. Gibt es vielleicht etwas anderes, wo angenehmer ist? Und dann kann man es vielleicht Resilienz nennen und dann mich verbinden mit dem, wo mir mehr Hoffnung gibt, mehr Zuversicht. Das meine ich mit dem, was mir mehr Hoffnung und Zuversicht gibt, mich mit diesen Kernkompetenzen vom Buddhismus zu verbinden, mich mit diesen, mit dieser Art im Umgang mit dem, was schwierig ist für uns, wie es im MBSR beschrieben wird, das ist hilfreich für mich. Also Weg finden, Wut ist da, es ist okay. Es ist weder richtig noch falsch, gut oder schlecht, es ist da. Was ist hinter der Wut? Next Step. Was kann ich dafür tun, dass ich weniger traurig bin? Was können andere dafür tun, dass ich weniger traurig bin? Also weg von dieser Blockade, Wut, weiter gehen und schauen, okay, der nächste Schritt ist, ich vernetze mich. Oder kreativ werden, dadurch, dass wir Klarheit gewinnen, was ist das Bedürfnis hinter dieser Wut. Und dann sich engagieren mit Selbstmitgefühl und mit Mitgefühl für andere, für das Bedürfnis zu stillen. Das macht mutig und braucht eine Kraft, Verantwortung zu übernehmen. Paksam auf Tibetisch. Entscheidungskraft. Du hast gesagt, du nimmst viele Sachen aus dem MBSR, wo du dann quasi so Mediationen brauchst. MBSR, ein Kurs geht aber eben 8 Wochen, also man muss das trainieren. Das hat man ja nicht einfach so, dass man kann sagen, jetzt erkenne ich, da ist Wut und es ist nicht meine Wut, sondern da ist einfach Wut. Ich lasse die mal so stehen, ich halte sie jetzt noch ein bisschen länger aus, sogar irgendwie dahinter zu gehen. Also hast du vielleicht auch Tipps, so ganz konkret, wenn man jetzt in einem Konflikt ist selber, ohne vielleicht jemand wie dich, der schon mediert und einen Rahmen schafft. Was kann man denn selber machen, wirklich im Moment, um mit so etwas umzugehen, wenn man merkt, ja, jetzt läuft es nicht mehr rund. Vielleicht merkt man ist wütig, dann ist ja schon mal gut. Ja. Also in dem 8-Wochen-Kurs, vielleicht müssen wir dort noch einen Bezug herstellen, oder? Ist jetzt habe ich gerade abgeschlossen für Mitarbeitende vom Institut. Die haben, wir haben das Thema Wellbeing in unserem Institut für 2 Jahre, für alle Angebote, die wir entwickeln. Und im Rahmen von dem, im Sinn von Walk Your Talk, also setz auch das um, wo du dafür plädierst, haben sie es ermöglicht, dass Mitarbeitende haben kostenlos, zwar nicht auf Arbeitszeit, aber kostenlos den MBSR können besuchen. Der kostet 910 Franken bei uns. 26 Kontaktstunden, man sieht sich während 8 Wochen für 2,5 Stunden, 8 Termine und trainiert zwischen den Terminen 30 bis 45 Minuten täglich das, was wir an diesen Sitzungen angeschaut haben. Und da gehört Körperempfindung ist etwas sehr Wichtiges, also auch wahrnehmen. Durch Körperempfindung können wir ja sehr viel, also Bodyscan, den Körper scannen, Körperreis machen, das sagt sehr viel aus, oder ob wir jetzt verspannt sind oder nicht, Feuchtigkeit, Herzrhythmus, der schnell schlägt. Und dann haben wir Atemmeditation, eine Sitzmeditation, wo es darum geht, alles wahrzunehmen, was da ist, ohne sich einzulassen drauf. Also sein mit dem, was ist, von Moment zu Moment, ob es angenehm, unangenehm oder neutral ist. Genau, und das Hauptziel ist, dass wir nicht mehr formal
meditieren, sondern oder die Achtsamkeitsübungen machen, sondern sie in den Alltag hineinbringen. Also das heisst, ganz bewusst schnaufen, das in den Alltag hineinbringen, sich selber sagen, okay, sobald ich aufstehe, mache ich ein paar Atemübungen, ganz bewusst. Nicht extra lang oder extra kurz. Was hilft ist, wenn wir mal hersitzen, vielleicht Bettkante oder so, oder vielleicht auch liegend, mal uns überhaupt bewusst werden, dass wir schnaufen, oder? Für viele ist das so etwas Selbstverständliches, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Also mal zuerst Atembeobachtung sein, merken, wie der Bauch sich hebt und senkt, Brustkorb hebt und senkt. Genau. Oder achtsam laufen. Statt stressen auf einen Bus oder Zug, einfach mal das Velo daheim lassen, zum Bahnhof laufen, wenn es drin liegt. Und während dem Laufen. Nicht schon über das Tagesprogramm nachdenken. Sein mit dem, wo wir gerade dran sind. Essen. Ich habe jetzt gerade, wir haben Achtsamkeitswoche, wir haben zweimal eine Achtsamkeitswoche, wo wir anbieten 3 Kurzinputs pro Tag online. Ich habe achtsames Essen gemacht. Vom 1:45 bis 1, habe etwas eingekauft und dann haben wir angefangen. Schmecken, die Farben anschauen. Einfach mal Handy weg, Laptop weg. Einfach mich konzentrieren aufs Essen, bewusst ankommen, auf meinem Stuhl, wo ich bin, Gewicht abgeben, Körper entspannen und sagen, und jetzt nehme ich die Gabel in die Hand. Was soll ich auswählen von dem, was in meinem Teller ist? Und nachher nehmen und bevor ich beisse, mal die Struktur spüren. Ich hatte Kichererbsen und mal auf der Zunge spüren und nachher merken, jetzt kommt der Impuls zum Reinbeissen und nachher beißen und dann langsam beißen und dann merken, wie es mehlig wird, wie sich die ganze, die Zusammensetzung verändert, wie der Geschmack sich verändert. Es tun sich neue Welten auf, oder? Und dann essen wir viel langsamer, ich sage 20 bis 30 Mal kauen und auch den Reflex abwarten zum Abschlucken. Schauen, dass keine Reste mehr in den Zähnen sind. Etwas trinken vielleicht. Auch vor dem Trinken wahrnehmen die Temperatur vom Wasser oder Tee. Was auch immer wir zu uns nehmen. Spüren, wie das der Rachen durchabfließt. Und dann wieder zum Essen. Was nehme ich als nächstes? Also wir essen viel weniger, viel bewusster. Verdauung können wir viel besser unterstützen dadurch. Das ist, ich hatte zum Beispiel eine Teilnehmerin gehabt, die hat im Kader schafft sie von einer Bank und hat gesagt, seit dem Kurs schaut sie, dass sie öfter allein isst und nachher dann den Kaffee mit den Kolleginnen und Kollegen nimmt und dass sie wirklich die Mittagspause zu einer richtigen Pause macht und dass nicht dort noch so eine Business-Lunch draus wird. Oder? Es geht darum, dass wir in dem, was wir im Alltag sowieso machen, es offen, interessiert und nicht wertend spüren. Duschen, Zähneputzen, kochen. Aber bei Sachen, die wir nicht gerne machen, abwaschen, ist jetzt etwas, wo ich jetzt finde, am liebsten würde jemand anstellen, der das macht für mich. Das ist keine Spülmaschine. Mal habe ich schon, aber die Pfanne wäsche ich selber ab. Und nachher zu merken, okay, ich lasse jetzt den Wasserhahn an, mal die Temperatur spüren, es ist noch ein bisschen zu kalt, zu heiß, wollte ich nicht. Meine Gedanken, du sollst nicht zu viel Wasser laufen, einfach bewusst wahrnehmen. Und schauen, dass alles nass ist, Seife nehmen, Wasser abstellen, hören, wie ich da mit dem Schrupper da ein bisschen auch hören, spüren, auch die Pfanne, die Qualität. Wirklich, also von Moment zu Moment, den Moment leben, das ist der einzige Moment, wo wir haben im Leben, wo wir können, verändern im Sinn von mit dem sein, weil die Vergangenheit ist vorbei, was im nächsten Moment wird sein, haben wir keine Ahnung. Und so probieren. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Lehrperson, die ganz viel Zimmer muss wechseln, weil sie Heilpädagogin ist. Und sie sagt einfach, alle Stege, die draufgehen im Schulhaus, die läuft sie ganz achtsam. Im Körper spüren, die Muskeln, die verschiedenen, die es braucht. Gesäßmuskeln, rechte Beine abstellen, linke
lösen. Das ganze Gewicht ist auf dem rechten Bein. Okay, der linke setzt weiter. Hm? Auch wenn ich jemanden antreffe, freundlich grüßen, aber mit der Aufmerksamkeit bei uns sein. Voll fokussiert auf uns, oder? Und auf unsere Körperempfindung, Gedanken. Und nicht schon im nächsten Schulzimmer sein mit unseren Gedanken, sondern bei uns sein während dem Stegen laufen. Und so gibt es ganz viele Möglichkeiten. Bei allem Velofahren können wir auch ganz bewusst. Bei allem, was wir machen. Also du würdest, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen, man muss eigentlich mal für sich bei jeder Situation, wo man Gelegenheit hat, die Achtsamkeit trainieren. Genau, ja. Die möglichst kontinuierlich machen, Genau. damit sie dann auch da ist, wenn der Wind ein bisschen raucher wird. Genau. Also üben, dann, wenn es uns gut geht. Ja. Damit wir es zur Hand haben, wenn wir es dann brauchen. Ja. Mhm. Eben zu einer Gewohnheit machen. Ja. Das leuchtet total ein und es ist ja erstaunlich, dass eben die 8 Wochen in diesem Kurs bei den meisten Leuten schon so einen Unterschied machen können. Das ist ja nicht eine Ewigkeit, das sind 2 Monate. Also das zeigt, es braucht Übung, aber es ist nicht irgendwie endlos, die Übung. Also Nein. Man macht Fortschritt. Nur schnell zum Ergänzen, was ich noch anbiete, ist 4 bis 6 Termine übers Jahr verteilt als Nachhaltigkeitstraining. So Refresher eine Art. Genau, und nachher schauen, gibt es offene Fragen, andere würden das vielleicht Supervision nennen. Ich schaue, ob ich neue Impulse kann reinbringen kann, Wiederholungen, Alltagsfragen diskutieren zusammen. Einfach es braucht so eine Learning Community, oder? Zum zusammen unterwegs sein. Mhm. Genau. Mhm. Es gibt so 2 Richtungen, die ich spannend finde. Zum Weitergehen, lass uns zuerst mal in die eine gehen, weil noch von MBSR ausgehen, dort hat es ja auch achtsame Bewegung drin. Mhm. Und du unterrichtest ja auch Lüzhong. Mhm. Das ist tibetisches Yoga. Ja. Kannst du zu dem noch ein Wort sagen? Und vielleicht ist dann das für dich auch Meditation? Oder wie hängt das zusammen? Genau. Trainiert das die gleichen Sachen? Ja. Oder ist das, im Westen ist ja Yoga häufig fast so ein bisschen auch ein Sport oder mindestens eine Langlebigkeitsübung geworden. Und der philosophische Teil ist je nach Richtung, wo man praktiziert, ein bisschen in den Hintergrund treten. Mhm. Ja, im MBSR werden einfache Bewegungsformen aus dem Hatha-Yoga gelehrt. Das habe ich auch so gelernt. Und ich habe früher auch Hatha-Yoga gemacht und habe nachher gemerkt, ich möchte gerne eine tibetische Form von Bewegungslehre anschauen, weil ich das entdeckt habe in den buddhistischen Texten, dass es so etwas gibt wie tibetisches Yoga, und bin nachher darauf, habe das dann angefangen zu praktizieren, trainieren und habe dort das Lüzhong erlernt. Lüzhong bedeutet Körpertraining. Und es sind Übungen, wo lang einfach Yogis, tibetische Yogis, die abseits von der Zivilgesellschaft gelebt haben und die Selbstheilungskräfte haben aktivieren, um gesund zu bleiben. Und es sind vor allem Übungen, sind über 2000 Jahre alt, Übungen, die sie abgeschaut haben, vor allem in der Natur und den Tieren. Und da gibt's ich habe die ersten 22 Sätze, also Lüzhong 1, es gibt das Lüzhong 2 und dann kann man natürlich noch immer weitergehen. Das Lüzhong 1 habe ich gelernt und das ist auch das, was ich unterrichte, wo es darum geht, dass man Meditation in Bewegung, würde man das vielleicht nennen, dass wir zur Ruhe kommen, indem dass wir nicht sitzen und einfach Gedanken wahrnehmen und uns nicht einlassen auf Gedanken, sondern in der Bewegung der Atem spüren, die Bewegung folgt dem Atem und dann die Positionen, wo wir drin sind, auch noch spüren. Und nachher wieder Pause spüren, atmen, Bewegung, Position. Und nachher die Position dann die Blockade, die wir gelöst haben, dann ausschnaufen mit dem Lung Rosel, Abfallstoff ausatmen. Genau. Und weil ich mit diesen Übungen unterwegs, das ist Meditation in Bewegung, wo natürlich auch sehr engen Zusammenhang hat mit der tibetischen Medizin. Gewisse Übungen auch bestimmte Übungen sind gut, um bestimmte Krankheiten zu unterstützen, dass man gesund wird. Es gibt auch Übungen gegen Depressionen, Übungen zum Wachbleiben, Übungen zum einschlafen, wenn man nicht einschlafen kann.
Übungen zum Herz gegen zu öffnen. Es ist sehr hilfreich, weil wir zum Meditation üben, ist es eben hilfreich, dass wir verschiedene Methoden haben, um in diese Übung reinzukommen, weil gewisse bewegen sich lieber, andere sitzen gern, andere wollen einfach laufen. Von dem her habe ich dann das Hatha-Yoga jetzt ersetzt und das in Absprache mit meiner Achtsamkeitslehrerin, mit dem Lü Zhong. Und sie hat mir dann gesagt, es gibt viel MBSR-Lehrpersonen, die es dann mit dieser Bewegungsform, also Meditation in Bewegung, ersetzen, wo ihnen am nächsten ist oder wo ihnen am meisten entspricht. Und gewisse machen Tai Chi oder Qigong. Und ich mache im Moment das Lü Zhong, bin aber auch verbunden mit dem Hatha-Yoga. So. Und sind dann Bewegungsabläufe sehr unterschiedlich? Ja, das ist jetzt lustig. Ich bin jetzt ein bisschen intensiver mit Hatha-Yoga unterwegs, auch mit der Philosophie vom Hatha-Yoga. Und ganz viele Kolleginnen fragen mich, was ist denn anders? Ja. Und dann sage ich, ich glaube, ich muss zuerst mal das Hatha-Yoga mit der Philosophie richtig tief und weit kennenlernen, dass ich kann sagen, das ist der Unterschied. Von den Bewegungen her merke ich, also das Ziel ist, zur Ruhe zu kommen durch Bewegung. Fokus auf Atem und Bewegung. Was ich mache, ist auch in der Bewegung, die sich unangenehm anfühlt, entspannen. Ein bisschen länger in dem Unangenehmen drin bleiben. Also das Gleiche, was man sonst eigentlich geistig macht? Geistig machst, in der Bewegung machen. Genau. Und natürlich dann, dadurch auch die körperliche Gesundheit, die Organe aktivieren, so. Also von dem her, das Endziel ist für mich das Gleiche. Technik ist unterschiedlich. Bei dem Lü Zhong basiert mehr auf tibetischem Buddhismus und tibetischer Medizin. Und Hatha-Yoga, die haben jetzt gerade vorgestern einen Vortrag gehört von einem Indologen, der geredet hat über Hinduismus und Yoga, ob jetzt Yoga irgendetwas mit Hinduismus am Hut hat und zu merken, ist jetzt da religiös beeinflusst oder nicht? Und zu merken, also das Wort Religion bedeutet eigentlich zurückkommen zum Ursprünglichen. Und Yoga von der Philosophie her ist eigentlich zurückkommen zum Menschsein wieder, zu dem Ursprünglichen, oder? Wo wir sind. Und was wir unter Religion verstehen, so im Alltäglichen, ist mehr die Konfession, also im Sinn von, welche Abmachungen trifft man in gewissen Glaubenscommunities, damit man richtig oder falsch ist. Mhm. Und im Yoga geht es ums Menschsein, oder? Und wirklich wieder ursprünglich sein, zur Ruhe kommen und anzapfen. Da haben wir vielleicht wieder Resilienz, oder? Mhm. Liebe, Mitgefühl, genau. Aber es ist schon so, dass im ursprünglichen Yoga noch viel mehr auch ein philosophisch-meditativer Teil da war, als es heute häufig praktiziert wird, oder? Das ist so, ja. Das ist sehr so. Aber ich bin in Villeret unterwegs an der Yoga University und das ist sehr stark verbunden mit der Philosophie und ich bin sehr gespannt, um dort noch mehr zu verstehen davon. Und dann die Frage, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, vielleicht können Sie beantworten, was der Unterschied ist. Ja, spannend. Vielleicht, wenn du ein gutes YouTube-Video kennst, wo man das Lü Zhong mal sehen kann, dann würde ich das gerne noch verlinken in den Shownotes auf meiner Website. Mal schauen, ob du etwas hast. Ja. Gut, dann das andere ist nochmal so ein bisschen der Konfliktteil. Du bist ja eben Mediatorin und Mediation ist ja eine gute Beschreibung für Mediation. Ich bin auch Mediator. Ein Prozess zum... das freut mich. Du weißt es ja. Die grosse Überraschung. Er ist spezialisiert auf interkulturelle Mediation. Genau, das war ein spannender Kurs für dich. Nein, eben Mediation als Prozess zum Konflikt bearbeiten, so dass nachher alle Parteien zu etwas Ja sagen können, das für alle stimmt.
dass es nicht einfach faule Kompromisse gibt, die irgendwie dann schnell wieder auseinanderbrechen oder irgendein Richterentscheid, der dann die eine oder andere Seite bevorzugt. Und du hast vorhin gesagt, es ist auch sehr starke Haltung, Meditation auch kann helfen. Ich habe es spannend gefunden auf deiner Website. Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob sie mal erneuert hast, aber irgendwann ist wirklich Meditation und Mediation sind so wie links und rechts 2 Seiten gesetzt, ist es ein bisschen feiner. Ist mir fast so vorgekommen wie die IKEA, wo es in Dietiken und Dietliken gibt. Man kann beide dort hinfahren und kommt so eine IKEA. Und du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, die Verbindungen, die es gibt. Aber ich fände es noch spannend, wenn du da noch ein bisschen mehr kannst sagen, wie du als Mediatorin vielleicht die Mediation nicht reinbringst, weil ich kann mir vorstellen, je nach Kontext kannst du jetzt nicht sagen, so, jetzt machen wir da mal noch eine Lütschong-Übung, Matten ausrollen und dann lockern jetzt Krawatten und machen das, oder? Also wie bringst es du rein? Nebst dem, dass einfach für dich quasi als Background zu haben, sehr hilfreich ist. Also ich habe, vielleicht wie ich dazu gekommen bin, das so zu nennen, Meditation und Mediation oder Mediation und Meditation, weil ich habe zum Beispiel eine grosse Mediation abgeschlossen, wo 2 Gemeindepräsidenten der Auftraggeber waren. Und beim Debriefing sagt der Gemeindepräsident, ja, das war ganz eine erfolgreiche Meditation mit der Frau Lobsang. Und dann habe ich gedacht, hä? Und so Verwechslungen hat es noch viel gegeben und das hat mich irgendwie darauf gebracht und ich dachte, ja, ich verknüpfe ja beides. Und was für mich hilfreich ist, kann vielleicht auch für Mediatoren und Mediatorinnen hilfreich sein. Und darum habe ich das so genannt und auch dort, wo wir uns kennengelernt haben, an der Perspektiva, erstmals angeboten, dass ich Weiterbildungen gebe für Achtsamkeit in der Mediation und habe es zuerst Meditation in der Mediation genannt und hat nicht so viele Anfragen gegeben und Achtsamkeit in der Mediation schon mehr. Ja, und ich merke wirklich, dass, ja, jetzt boomt es so langsam, merke ich, die Leute entdecken es, vielleicht auch, weil das Wort Meditation halt auch ja, kommt so ein bisschen aus der ESO-Ecke, gell? Es ist nicht mehr so, ja, genau. meditierst, es ist sogar kannst du es schick, niemandem sagen, sondern meditierst, ja. oder? Jetzt ist es schon fast eher, wenn du nicht meditierst, dann musst du dich erklären. Ja, genau. Was ich mache, ist, ich schaue so, wie die Teilnehmenden da sind und wenn ich merke, ja, es ist so sehr viel Unruhe da, dann sage ich, ja, wenn wir vielleicht ein bisschen mal einfach schauen, wie wir da sitzen, vielleicht können sie sich ein bisschen entspannen, einfach schauen, dass es passt. Ich hole nicht meine Zimbeln führen und sage, schauen Sie, liegen Sie ein bisschen her, wir machen den Bodyscan oder Sitzküsse, das mache ich nicht. Ausser ich weiss, dass es Leute sind, die meditieren, dann ist es natürlich sehr hilfreich, dann ist es schon eine Ressource für sie. Und ich probiere dann so eine wirklich alltagskonforme Bürostuhl-Meditation zum Beispiel. Tief durchschnaufen ist ja etwas, wo man oft hört. Probiere ich zu verlinken mit dem, was ich mache. Hauptsache ist, dass ich das Ziel erreiche, dass die Leute eine Pause haben und zuversichtlich weitergehen. Und in den Fragen, die ich stelle, die Art und Weise, wie ich frage, die Leute dazu zu bringen, dass sie eine Möglichkeit kriegen, eine Pause zu machen, dass es okay ist. Das wäre ein neuer Kurs noch. Ja. Ja, ich schaue jetzt auch, dass ich an diesen Tagungen, Mediationstagung zum Beispiel nächstes Jahr im September in Hanau, gehe ich mit meiner Kollegin zusammen, machen wir einen Workshop genau zu dieser Thematik, die Achtsamkeit in der Mediation, was es bringt. Auch das, nein, ist es das? Nein, letztes Jahr Achtsamkeitstagung in Zürich, PH Zürich, habe ich auch einen Workshop dazu gemacht, Achtsamkeit im Konfliktmanagement. Ja, ich wollte einfach das teilen, womit ich gute Erfahrung mache und so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Es ist so etwas Natürliches, wo wir verlernt haben und einfach entschleunigen und machen, ganz langsam und uns nicht schwach fühlen dabei, oder?
dass wir nicht schneller und agiler und noch perfekter sind. Genau. Da sind wir wieder beim Selbstmitgefühl, das du auch schon am Anfang erwähnt hast. Ja. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir bei dem Instant-Meditation und Instant-Achtsamkeit, ich sage jetzt zum Beispiel auch bei dem Achtsamkeitsimpuls, den ich gegessen habe, in meiner vor einem Bildschirm, habe ich einfach gegessen und habe mich noch aufnehmen, damit wir das teilen nachher mit den Leuten. Und einfach zu sagen, schaut, es lenkt nicht, dass ihr ein Karma Power Bowl einkauft im Coop, oder? Jetzt kommt der nächste Schritt. Der zweite ist, wie nehmen wir das zu uns in unseren Körper und das zu einer Gewohnheit machen. Gom. Wieder sind wir beim Wort Meditation im Tibetischen. Gewöhne dich daran, oder? Wie bin ich jetzt auf das gekommen? Es zu einer Gewohnheit machen, eben die Achtsamkeit. Ja. Nebst der Mediation als Prozess gibt es ja auch noch das mediative Handeln. Also mehr im Alltag. Und eines der Prinzipien der Mediation ist ja, dass man hinter Positionen schaut und wirklich schaut, was sind denn die tieferen Interessen und Bedürfnisse, die da sind. Du hast es auch schon ein bisschen angetönt im Gespräch vorher, dass das ein wichtiger Teil ist. Jetzt geht es nicht mehr, aber früher habe ich auf Spotify einmal gesehen, die meinen Podcast hören, was die so für Musik hören. Und dort habe ich den Eindruck gehabt, das scheint mir, dass es einige Mütter mit Kind hat, weil es hat, oder Väter mit Kind, weil es hat viele irgendwelche Kindermusik oder so drin, ausser die Erwachsenen hören nebst Meditationspodcasts überdurchschnittlich viel Andrew Bond und so, ich weiss es ja nicht. Aber gerade mit Kind ist es ja zum Teil einfach sehr schnell, es geht sehr schnell, es sind vielleicht quengelige Entscheidungen und so. Wie kann dann in solchen Konflikten zum Beispiel Eltern die Achtsamkeit helfen? Also ich habe selber 3 Mädchen und die jüngste ist 15, mittlere 19 und die älteste 23 und sind sehr 3 unterschiedliche Charaktere. Ja, was kann ich den Eltern sagen? Was mir hilft, ist nicht verändern. Also die Achtsamkeit hilft, sie mit dem, was gerade da ist, für unsere Kinder. Also wenn ein Kind brüllt, grennt, sagt man ja auf Berndeutsch, Bündner sagen brüllen, aber meinen nicht schreien damit. Ja, und nachher schauen, was löst das Schreien bei mir aus? Löst das Sorgen aus bei mir? Okay, das sind Sorgen, das ist unangenehm. Einfach wegkommen, probieren wegkommen von dem Impuls, sofort etwas sagen. Es ist doch nicht so schlimm, oder was ist wieder passiert? Gerade in die Handlung reinkommen, sondern zuerst einmal kurz bei uns herschauen, was macht das mit mir? Jetzt haben die schon wieder Krach. Und nachher einfach sein mit dem, was es mit mir macht und als Reaktion vielleicht sagen, ja, ich sehe, wenn jetzt jemand brüllt, zum Beispiel, du bist traurig. Bist du traurig? Oder kann ich dich irgendwie unterstützen? Fragen. Wenn ich nicht kann, dann würde ich einfach sagen, ja, ich sehe, wie es dir geht. Und vielleicht kann ich einfach wirklich authentisch sein, ehrlich sein zu sich selber, inwiefern will ich da rein, kann ich rein, jetzt in dem Moment, gibt es etwas, das ich anbieten kann. Und wenn nicht, dann kann ich einfach schweigen, kann vielleicht eine Umarmung geben, sagen, schau, wir reden später drüber, vielleicht rette ich mich aufs WC oder in den Oberstock, weil ich denke, okay, ich brauche jetzt Ruhe. Ich merke, da ist ganz viel Bedürfnis nach Ruhe. Es ist eine Wiederholung von dem Thema, wo die sich darum streiten. Ich gehe. Und dann sage ich, schaut, ich gehe jetzt rauf und ich würde mir wünschen, ihr könnt es klären zusammen, wenn ich wieder runterkomme. Oder? Ja, oder ja, Mütter, die Kinder stillen oder auch Väter, die aufmühen in der Nacht. Wir brauchen Schlaf, wir gehen arbeiten und fühlen uns übermüdet. Und dann einfach wie beim Abwaschen vorher, auch das Kind nehmen und die Körperwärme von dem Kind spüren, hören, wie es
brüllt, rennt, schauen, was es mit uns macht und nachher in die Bewegung gehen und auch unsere Körperempfindungen wahrnehmen mit dem, wo wir gerade drin sind. Statt über Windeln nachdenken, statt über Magenkrämpfchen nachdenken. Einfach das, wo wir gerade dran sind, ganz bewusst in die Beziehung gehen mit uns selber und mit dem Kind. Ja, das ist... Das ist jetzt... Sorry. Ja, sag nur. Ich habe es sehr schön gefunden. Es hat auch alles sehr wohlwollend tönt, so aus dieser aus dieser liebenden Haltung raus. In dem Kurs, den ich bei dir besucht habe, zu transkultureller Kommunikation, hat mich noch etwas anderes beeindruckt oder habe ich durchaus auch mitgenommen. Und das war das Thema Grenzen setzen gewesen. Kannst du vielleicht da noch etwas dazu sagen? Also, weil das hat jetzt, man kann bei Meditation zum Teil das Gefühl bekommen, ja, das ist dann alles so lieb und man geht so auf die andere Person ein und schaut, was die und man zieht sich halt dann ein bisschen zurück und gibt Raum. Aber ich glaube, Grenzen sind ja auch sehr wichtig. Ja, Kannst du da etwas dazu sagen? Also als Eltern sind wir ja verantwortlich dafür, also so quasi der Verhandlungsspielraum, den gibt es überall, sei es daheim oder in einer Mediation. Also es ist nicht alles verhandelbar. Und auch meine Grenzen sind nicht verhandelbar. Also es heisst zum Beispiel, bin einmal in ein Auftragsklärungsgespräch gekommen, wo 35 Lehrpersonen auch mit mir reden wollten, weil sie gemerkt vor der Mediation, weil sie erfahren haben, dass 35, weil sie gewusst haben, dass sie mit der Schulleitung schon geredet haben, weil die Schulleitungen sind meistens meine Kontraktpartner. Und dann bin ich hergekommen und wollte herhören bei diesen Lehrpersonen, weil ich finde, ich kann es gut verstehen, dass sie vor der Mediation mit mir reden wollen, sie wollen Sicherheit haben, mich kennenlernen, bin ich hergekommen. Nachher ist eine Person, dann eine von diesen Lehrpersonen ist dann aufgestanden und hat präsentiert, was ihr Anliegen ist, stellvertretend für die anderen und hat gesagt, dass sie mir wieder der Neger gsi. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe, dass es schwierig ist für sie zu akzeptieren, dass sie Verantwortung übernehmen für etwas, was sie eigentlich gar nicht dafür können. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass es mir sehr Mühe macht, mit so einer Wortwahl zu arbeiten, weil Political Correctness ist mir sehr wichtig. Wir können jetzt weiter mal hören, um was es ihnen geht und nachdem entscheiden sie, ob sie mit mir arbeiten wollen, ob sie sich einlassen auf den Mediationsprozess und ich überlege es mir auch. Das ist meine Grenze, also meine ethische Grenze. Über das, was wir geredet haben, war das Tit for Tat aus der Spieltheorie. Also heisst, geduldig sein, wohlwollend, nicht wertend, sich einlassen und probiere das 2 Mal. Und wenn ich merke, beim 3. Mal, dass die Person macht einfach weiter so, immer noch sehr mit so verletzenden Worten oder gar nicht kooperativ, sagt das Tit for Tat mindestens in der gleichen Stärke wie die Person, die dich angreift, zurückgehen und sagen, und wenn du dich jetzt nicht auf das einlässt, dann, oder? Und wenn dann die andere Person ihr Verhalten verändert, dann ist ja alles geregelt. Nachher wieder in die versöhnliche Haltung kommen, weitermachen. Und nicht noch 10 Jahre später darüber reden, nur weil ich dir gedroht habe, bist du kooperativ geworden? Also auch da geht es um das sich engagieren für ein gutes Ziel mit einer guten Absicht. Wenn es geklärt ist, wenn es weiter fließt, dann das loslassen und im Guten wieder unterwegs sein mit der anderen Person. Also gut zu sich schauen, Verhandlungsspielraum, das ist unsere Verantwortung als Mediatoren, Mediatorinnen. Es ist nicht alles verhandelbar. Und dann auch die Möglichkeit einsetzen. Ganz klar aufzeigen, und mache auch das paradoxe Brainstorming, wenn die Konfliktparteien dort sind und einfach vielleicht gar nicht mehr, es sind vielleicht oft sehr kalte Konflikte,
wo sie nicht weitermachen wollen oder es nicht thematisieren, nicht auf den Tisch bringen, was ihnen wichtig ist. Oder auch bei der Lösungssuche, dann wir vielleicht nicht so viel Vertrauen haben können entwickeln durch die Klärung bisher, dass es einfach ruhig ist, dass niemand etwas sagt, keine Lösungsvorschläge kommen. Und dann sage ich, okay, gut, probieren wir etwas anderes. Können Sie mir sagen, was das muss passieren, weiterhin und noch viel stärker, damit es extrem viel schlimmer wird, dass Sie die Sicherheit haben, dass es nächstes Jahr um diese Zeit viel schlimmer ist. Ja? Dann zeichne ich ein Dreieck auf dem Kopf und nachher genau die Strategien, die es braucht, damit das Dreieck noch stabil ist. Dass es nicht umgeht. Damit es nicht umgeht. Und nachher erkläre ich ihnen auch, was der Sinn ist, dass man mit dem, was sie können, darüber redet. Dann drehen wir das Dreieck um, schauen, ob das Gegenteil eine Diskussionsgrundlage kann sein, zum Einsteigen. Also es heisst, bei ganz kalten Konflikt braucht es fast eine Eskalation amix, damit wir ein bisschen weichere Masse haben, um über diese Themen reden. Und bei Kindern ist das wahrscheinlich ähnlich, auch dort muss man Grenzen setzen, oder? Genau. Ja, unsere Aufgabe ist ja wiederholen, geduldig sein mit uns selber, geduldig sein mit den Kindern und Jugendlichen und einfach wiederholen. Und Präsenz ist wirklich sehr wichtig. Auch wenn etwas unangenehm ist, einfach da sein und nicht die Beziehung aufgeben. Nicht die Beziehung zum Kind aufgeben. Ich habe mein Kind trotzdem gern, obwohl ich gar nicht einverstanden mit dem Verhalten bin, mit dieser Wortwahl. Und das haben wir genau gleich bei den Konfliktparteien auch. Es geht auch um Menschlichkeit. Es geht darum, die Nähe und die gemeinsamen Bedürfnisse, die wir teilen mit anderen Menschen, also die universellen Bedürfnisse, die jetzt anerkennen, das führt zu Respekt gegenüber allen Lebewesen. Wir wollen alle glücklich sein, wir wollen zufrieden sein, wir wollen dazugehören, niemand will ausgeschlossen sein. Aber wir haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Meinungen und das sind dann die Positionen, die sich halt amigs verstärken, eskalieren, aber sanft sein zum Mensch und bestimmt in der Sache, dass man das parallel könnte machen, dass es nicht das Entweder-Oder ist, dass gleichzeitig, auch als Eltern, ich kann verbunden sein mit meinen Kindern, auch wenn sie nicht kooperieren. Und das ist enorm wichtig, glaube ich, einfach den Raum zu halten und dort zu sein, auch wenn sich niemand vielleicht an die Regeln gehalten hat, dass jetzt einfach die Wäsche mal endlich gemacht ist. Oder? Ja. Und dann halt auch gut schauen, was brauche ich, damit ich mich erholen kann. Ja, ich glaube, es wird zum Teil heute schon auch zunehmend zu einem Problem. So, wenn man in einer Zeit lebt, wo man das Gefühl hat, vermutlich nicht nur das Gefühl, vermutlich ist es ja schon so, dass es so multiple Krisen gibt, also irgendwie eins Unheil folgt am nächsten. Viele Leute haben wahrscheinlich nicht nur wegen der grösseren Weltereignisse irgendwie Sorgen, sondern zum Teil dann auch im Kleineren wird es schwierig. Ich meine, uns in der Schweiz geht es vermutlich immer noch extrem gut. Aber sich da noch Zeit zu nehmen, achtsam zu sein, ist wahrscheinlich je länger je wichtiger, aber auch nicht ganz einfach. Wieder zurückkommen zum Menschlichen, wo wir sowieso schon sind. Also die natürliche Art, wie wir sind. So wie wir zu Menschen können sein, die wir gern haben von Herzen, Liebe empfinden, die einfach grenzenlose Liebe, liebende Güte. Wenn wir das für uns selber anwenden können und wenn wir das Potenzial erkennen, welchen Beitrag das ich leisten kann, zum Beispiel, damit es weniger Mikroplastik hat in den Ozeanen. Und sich nicht, und mit dem auch das sehen, sich verbinden mit dem, was in der Welt bewegt, statt sich ohnmächtig fühlen. Mit dem das eigene Potenzial erkennen und die Erkennung allein bringt nichts. Also
das Mitgefühl braucht es, um es zu erkennen und nachher sich engagieren und sich einordnen. Also das machen, was ich kann und wie eine Widmung aussprechen und hoffen, dass es noch besser wird. Vielleicht kann man etwas spenden, aber aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Es ist ein ganz schönes Bildungsprogramm, das der Dalai Lama initiiert hat, wo aber auch voll säkularisiert ist natürlich. Soziales, emotionales und ethisches Lernen heisst das. Sea-Learning. Wo es darum geht, dass wir auf der persönlichen, sozialen und systemischen Ebene können eben wahrnehmen, wo wir sind, das akzeptieren, das mit dem Gewahrsein und nachher wirklich aus dem raus dann auch können das akzeptieren und dann mit Mitgefühl, für das braucht es Mitgefühl oder Empathie, würde man es vielleicht nennen, und aus dem raus ein Engagement zu entwickeln. Für sich selber, für die Community. Sagen wir jetzt in der Schule, reicht es nicht, dass ich gut bin, ich und meine Klasse, sondern das soziale System. Soziale System in Bern, in der Schweiz, auf dieser Welt. Wie können wir uns verbinden mit den universellen Bedürfnissen, mit der Klimakrise, mit den Kriegen, die wir haben? Gibt es etwas, wo wir mit dem kleinen Abfall zum Beispiel sammeln, entlang vom Bielersee, das spenden nachher zu Ocean Care, ja? Und merken, hey, wir können als Schule etwas bewirken, das hilft enorm, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Und auch zu überlegen, reicht das, wenn ich an eine Demo gehe und nachher weiterlebe? Kann ich an eine Demo gehen und noch mich engagieren gleichzeitig? Was gibt mir Kraft? Was gibt unserer Gemeinschaft Kraft? Was gibt mir Zuversicht? Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir sei es als Eltern oder auch in den Mediationen probieren, uns zu verbinden mit unserem Potenzial und dem Beitrag, den wir leisten können für die Gesellschaft, damit wir uns weniger verloren und ohnmächtig fühlen. Darum sage ich auch, im Konfliktmanagement habe ich 3 Tage im DAS für Schulen leiten, wo ich sage, schau, es geht um Krieg oder Frieden. Zuerst mal Selbstabrüstung, innerer Widerstand, innere Kriege, Versöhnung und nachher und Frieden und dann als Führungspersonen probieren unterstützend zu sein. Wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass mein Personal sich auf den Weg kann begeben, damit sie unterstützend können sein für Kinder und Jugendliche, sich sicher zu fühlen in so einer unsicheren Welt, in einem Gesamtsystem. Und die sozial-emotionalen Kompetenzen sind ja im Lehrplan 21 jetzt neu als überfachliche Kompetenzen, als Lebenskompetenzen ja auch sehr wichtig geworden. Und ich glaube, dort haben wir sehr viel Potenzial, um das anknüpfen und ja, die neue Generation in dem unterstützen, dass sie mehr Freude haben am Leben und zuversichtlicher unterwegs sein. Ich habe das Gefühl, du hast wirklich die Achtsamkeit sehr in deinen Alltag und auch in deine berufliche Tätigkeit verwoben. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man es machen kann. Darum ist vielleicht die Frage schwierig zu beantworten, aber wie hat sich deine Praxis verändert, seit du angefangen hast zu meditieren? Ich spüre viel mehr Freude und je mehr Freude ich verspüre, desto mehr will ich praktizieren. Und praktizieren heisst für dich, das im Alltag anwenden oder auch auf dem Küssi sitzen und alles holen, was unangenehm ist, unter dem Küssi. Ja. Nicht unter dem Küssi lassen. Probieren, so in kleinen Dosen vornehmen, was unangenehm ist und das wohlwollend anschauen, probieren mit dem Unangenehmen sein. Ich habe wenig Zeit, um 1 Stunde meditieren pro Tag. In den Ferien, ja.
für mich ist es wichtig, dass ich es kann, je mehr im Alltag integrieren, desto hilfreicher für mich. Einfach, dass ich habe zum Beispiel eine App, 10% happier heisst es, das ist richtig. Also jetzt im Moment bin ich mit dem unterwegs. Ich habe vor dem habe ich alle Stunde ein Reminder, also etwas, was mich daran erinnert. Es geht wirklich um das sich daran erinnern, dass es einen Weg gibt. Heisst, ich weiß nicht einmal, was dort drauf heisst, auf alle Fälle alle Stunden Kunst. Ich weiss, okay, kurz, mich scannen und nachher weiter. So, dass es zu einer Gewohnheit wird. Und einfach, dass wird mir immer bewusster, welche Gedanken aufspringen. Amig sage ich etwas, merke, oh Gott, das war ja eine Bewertung gewesen. Aber mich nicht bestrafen dafür, dass ich jetzt jemanden verurteile und merke, ich bin voll in den Vorurteilen, oder? Dankbar sein dafür, dass mir das bewusst wird und merke, das hilft wirklich im Alltag, probiere mich zu erinnern, immer wieder darauf zu schauen, weil dadurch schulisch positiver zu werden. Mehr auch die angenehmen Sachen, das, was ich als selbstverständlich anschaue, zu sehen. Oder? Genau. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, ich habe noch eine Anschlussfrage. Und zwar, wenn man das so in den Alltag bringt und so praktiziert, auch eine Kontinuität von dieser Achtsamkeit anbringt, würdest du sagen, mit deinem Hintergrund, der ja schon auch noch ein buddhistischer Hintergrund ist Befreiung oder Erleuchtung oder wie man dem, ist ja immer ein bisschen schwierig, das auch zu übersetzen. Aber ist das ein Ziel für dich oder ist das so etwas, wo du sagst, das braucht so viel Leben, jetzt schaue ich mal da. Ja, also für mich ist es auch nicht wichtig, an die Wiedergeburt zu glauben oder nicht. Jetzt vielleicht das einmal. Als allererstes, wenn wir von Karma reden und Buddhismus, sondern das Leben, das ich jetzt zur Verfügung habe, wo ich drin bin, das so eigenverantwortlich wie möglich und so authentisch wie möglich mir die Möglichkeit geben, das so zu leben. Das ist mein Hauptziel und ja, zu merken, es macht mich selber glücklicher. Ich bin angenehmer für mein Umfeld, also sei es für Familie oder auch im Umgang mit, ich bin ja mit vielen Leuten unterwegs, oder? Genau, das ist so das Wichtige. Und ich glaube schon, dass es eine Transformation gibt, ohne dass ich sage, also was ist schon Erleuchtung, oder? Ja, eben, der Begriff ist schwierig. Ja, aber Transformation zeigt sich in dem, dass je mehr, dass ich übe im Alltag, ganz achtsam unterwegs sein, offen, interessiert, wohlwollend, mit dem Anfängerinnengeist, probiere zu merken, wenn ich in der Verurteilung oder im Bewerten bin, desto mehr verändert sich ja auch meine Hirnstrukturen und dadurch habe ich wahrscheinlich auch weniger so ein Attachment oder wollen festhalten an Sachen, wo ich nicht verändern kann. Und das ist schon Transformation für mich. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn die Leute jetzt mehr über dich wissen und über deine Angebote, wo werden sie da fündig? Unter Mediation und Meditation, also es ist lobsang.ch. Und dort verweise ich auch auf die Pädagogische Hochschule, wo ich angestellt bin, wo wir ganz viele Angebote haben. Nachher auch auf die Ausbildung für angehende Mediatoren, Mediatorinnen, die zu Basel ist, Perspektive intensiv. 3 Tage Zertifizierung zur interkulturellen Mediation. Kann ich sehr empfehlen. Merci. Und nachher bin ich in der Programmleitung von einem CAS zu Migration und Bildung, wo ich auch einen Teil mache zu Konfliktbearbeitungen, wo ich auch die Achtsamkeit einbaue und Mediation. Berner Fachhochschule haben wir einen CAS, der im Mai startet, wo heisst mediatives Handeln in transkulturellen Kontext. Dort wird auch vor allem der Aspekt von Interreligiosität, wo wir thematisieren und verschiedene Religionsgemeinschaften besuchen. Es ist eine Kooperation mit dem Haus der Religionen.
sehr spannend. Muss man da schon irgendwie Mediatorinnen-Ausbildung haben? Oder ist Nein, das ist ein CAS das ist so eigentlich ein Basiskurs. Direkt einsteigen? Genau, ja, genau. Und nachher bin ich noch im Kernteam von Achtsamkeit in Schule und Bildung, wo eine Arbeitsgruppe ist von der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrer- und Lehrerinnenbildung. Und dort findet man auch auf dieser Homepage SGL verschiedene Angebote, zum Beispiel das First Friday, wo wir jeden ersten Freitag im Monat eine halbe Stunde kurze Achtsamkeitspause machen. Super. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Karma, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir fürs Interesse. Ich habe es auch spannend gefunden. Merci. Danke. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast ein paar hilfreiche Sachen mitnehmen und freue mich wie immer über Rückmeldungen und Anregungen. Kontaktdetails findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Und, das sage ich auch jedes Mal, wenn du jemanden kennst, der auch an diesem Podcast interessiert sein könnte, dann schick ihn gerne weiter. Persönliche Weiterempfehlungen sind sehr hilfreich. Und auch ein Kommentar oder eine Sternchen-Bewertung in der App, wo du den Podcast hörst, hilft, dass er von mehr Leuten gefunden wird. Vielen Dank und eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.